Hallo, Moje, Jode Dach, herzlich willkommen auf meinem kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, jede Serie endet einmal. Ich würde am liebsten hier sitzen und mit euch einen weiteren FC-Sieg bejubeln und darüber sprechen. Allerdings, unsere Siegesserie wurde nun tatsächlich gebrochen von Hannover 96, aber ich bin eigentlich jetzt dann im Nachhinein, habe auch jetzt eine Nacht drüber geschlafen. Ich war auch gestern nicht so sauer und bin es jetzt auch immer noch nicht, weil ich Hannover ja eigentlich auch für ein sehr starkes Team halte. Aber daran lag es gestern nicht, dass wir da nur einen Punkt geholt haben zu Hause. Daran lag es nicht zwangsläufig. So schlecht waren wir jetzt nicht. War jetzt wirklich auch insgesamt gesehen gar kein schlechtes Spiel und ich spiele dann lieber unentschieden gegen einen, ich sag jetzt mal, wenn wir uns wirklich im Aufstiegskampf sehen, einen Aufstiegskampfskonkurrenten, als dass ich dann gegen irgend so ein kleineres Team sang- und klanglos verliere oder, was heißt hier kleineres Team, aber so ein Team, das man eigentlich nicht mit in die Verlosung mit reinnehmen würde, wenn es darum geht, irgendwelche Ambitionen in der zweiten Liga zu hegen. Und ja, ich kann mit dem Punkt ja, letzten Endes dann doch noch leben, einigermaßen. Da kann ich nur sagen, wir werden jetzt mal einmal kurz eine kurze Zusammenfassung von mir durchgehen, die ich da verfasst habe zu diesem Spiel und uns dann weitere Gedanken dazu machen. Also der Tag selber gestern, der war geil. Der Tag selber war geil. Ich meine, klar, ist ein bisschen zu früh, um morgens schon das erste Bierchen zu verzehren oder die Kehle runterfließen zu lassen, muss man schon sagen. Ich bin nicht so der Frühshopper-Typ, aber naja. War dann leider doch schon der Fall und dementsprechend konnte ich auch gestern noch gar nichts dazu sagen, wie ich das Spiel gesehen habe, weil man ist dann in der Kurve, man macht die Stimmung mit und dergleichen. Dann kann man ein Spiel generell nicht so gut lesen oder zusammenfassen. Man macht halt andere Sachen in der Kurve. Aber war gestern wirklich so an und für sich ein cooler FC-Tag. Also die meisten der Leute, mit denen ich unterwegs war, waren hinterher auch nicht sauer. Es ist halt ein verschenkter Sieg. Was ich mir dazu aufgeschrieben habe, ist halt in einem temporeichen und abwechslungsreichen Spiel erwischte die auf 4 Positionen veränderte Startelf von Hannover 96 einen guten Start und konnte sich auch gegen unsere offensiv eingestellte Mannschaft einige Chancen erarbeiten. Eine davon nutzte Ngangam, der nach einem Freistoß von Enzo Leopold per Kopf zum 1:0 traf. Unser erster Gegentreffer nach beeindruckenden 384 Minuten ohne Gegentor. Harvard Nielsen ließ anschließend weitere vielversprechende Möglichkeiten für Hannover 96 liegen. Nach einer Pause kamen wir, beziehungsweise nach der Halbzeitpause kamen wir mit deutlich mehr Biss aus der Kabine und erzielten durch Tim Lemperle, der seinen 7. Saisontreffer markierte, den verdienten Ausgleich. Und doch das Spiel nahm eine dramatische Wendung, als Max Christiansen wegen eines groben Foulspiels die rote Karte sah und Hannover fast eine komplette Halbzeit in Unterzahl spielen musste. Da dachten wir auch so, ja, endlich mal, wir können jetzt diese Unterzahl ausnutzen. Wir hatten ja letzte Saison eigentlich im Prinzip jedes Spiel automatisch verloren, sobald wir die rote Karte bekommen haben. Und klar, da dachten wir, alles klar, heute, wenn wir einen weiteren Sieg erleben und kurzfristig kann man auch sagen, das war auch zu Recht. Wir haben das zu Recht so geglaubt. Ne? Denn zunächst kam dann halt Damien Downs rein und erzielte dann als Joker-Tor unsere 2:1-Führung. Allerdings ein äußerst unglückliches Eigentor von Florian Kainz sorgte am Ende noch für den bitteren Ausgleich zum 2:2. Also, ja, das ist auf Timo Hübers zurückzuführen. Der hat den Ball dann unglücklich zu ihm rüber verlängert und, naja, verspringt ihn von der Brust und 2:2 letzten Endes. Ja, da haben wir dann halt doch diesen Sieg verschenkt im Nachhinein. Sehr, sehr schade. Wir hätten eventuell auf einem der Aufstiegsplätze landen können. Aber ja, das wenn wir dann aufgrund der ganzen Dinge, die auch im Vorfeld passiert sind, also die ganzen Spieltage vorher, dann weiterhin nicht erleben. Das resultiert halt leider Gottes daraus.
Und ja, was soll ich jetzt damit anfangen? Ich kann nur sagen, ich sehe Hannover 96 weiterhin als eines der stärksten Teams der zweiten Liga an. Und wir haben ja doch ein ordentliches Unentschieden. Was ist ja ordentlich? So ordentlich war das gar nicht. Aber immerhin unentschieden gespielt. Immerhin haben wir nicht verloren. Es gab noch Spieler, hätten das auf jeden Fall verloren. Jetzt hat auch Marvin Schwäbe in dieser Saison seine ersten Gegentore kassiert. Soweit ich weiß, aber hat er da jetzt auch keine großartige Schuld daran. Schauen wir mal, wie es dann in Kürze weitergeht im DFB-Pokal. Ja, Achtelfinale steht an am Mittwoch. Ich selbst kann nicht da sein. Die Arbeit versaut es mir mal wieder. Ich weiß noch nicht mal, wie viel vom Spiel ich überhaupt sehen kann. Ja, im Nachhinein muss man sagen, es gibt ein paar positive Dinge nach diesem Spieltag, die ich erkennen konnte. Wir können im Konzert der Großen der zweiten Liga mitspielen. Wir können mithalten. Wir sollten nur halt, ja, wie soll ich sagen, solche Siege nicht herschenken. Es deutet zumindest darauf hin, dass wir doch keine so schlechte Mannschaft haben. Wie gesagt, Hannover 96 gilt für mich als Aufstiegskandidat, auch wenn die jetzt die letzten 2 Spiele verloren haben. Und halt, was auch noch positiv war, Tim Lemperle hat sich halt von den ganzen Sachen, die da halt im Umfeld erzählt werden, bezüglich seines möglichen Wechsels nach dieser Saison oder vielleicht sogar zur Winterpause, man weiß es nicht, trotzdem immer noch abgeliefert. Und das freut mich sehr. Das ist eine sehr professionelle Einstellung und das bleibt letzten Endes dann auch nach diesem Spiel halt hängen, positiverweise. Schauen wir mal weiter, was da am Mittwoch passiert und dann auch am Sonntag darauf. Ja, ich kann nur sagen, nächste Woche Sonntag bin ich um diese Uhrzeit auf der Autobahn. Ich fahre nämlich nach Regensburg. Das wird das nächste FC-Spiel sein, bei dem ich anwesend bin. Immerhin ein zweites Auswärtsspiel. Ich weiß gar nicht, ob ich so viele letzte Saison hatte. Habe ich nochmal Glück gehabt, sagen wir es mal so. Ist über Kontakte gelaufen. Grüße gehen raus an meinen ehemaligen Fanclub, die Fedelsjungs. Die waren da so nett, mir da noch ein Ticket klar zu machen. War zum Glück eins über. Und ja, nächste Woche nach Regensburg. Pokal kann ich wahrscheinlich gar nicht verfolgen. Schauen wir mal, vielleicht noch die zweite Halbzeit. Und das war's dann erstmal für diese Woche. Wir sehen uns in den kommenden 2 Tagen wieder. Spieltagstalk, Achtelfinale, DFB-Pokal. Zum wiederholten Male Hertha BSC Berlin. Und dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank fürs Zusehen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns noch wiedersehen.